Willkommen bei Dreckstart der Lützeburger Gaming Show auf YouTube. Mehr so und ich muss merci, dass der nächst angeschaltet hat. Und wir haben noch dabei, als den Mike Orlowski, den Hinke, die haben ein bisschen Lachgas halt gesnifft. Voilà, das Woche war der PJ. Na, der PJ, der Host. Genau. Das Woche war ein bisschen ruhig. Ja, effektiv. Der Gaming Band. Nicht viel geschieht. Ne, das ist nicht viel rausgekommen. Ja. War zuerst nur der letzte Woche, wo so viel kommen, als das Fleisch ein bisschen normal. Das Ja, sie hängen alle hin. Sie hängen alle immer spielen. Gestern ist Super Mario Maker rausgekommen. Oh, ja. Da weiß ich nicht, nächste Woche hoffentlich schon mal eine Möglichkeit dazu weisen. Ja. Da wäre das wäre cool, wenn man das hier kriegt. Ich finde in Wii U mit Super Mario Maker. Yes, dann machen wir nicht ein Level oder so, wo man das... Wenn wir können. Wenn wir Ja, können. Problem ist, Wii U kein Wii U. Ma ja, ja. muss Wenn wir kriegen, dann machen wir das. Ich kann mir bringen, Vielleicht nicht können können, wir dann Wii U irgendwo hier. Ja. Dann bei uns auch ein bisschen etwas gemacht, das auch. Ja. Ja, danke. Hinke, fängst du an? Ja, ich habe ein Video über Metal Gear gemacht. Yes. Das ist ein kurzes Video, wo nicht viel gelabert ist. Das schließt eine kleine Mission, wo ich ein bisschen gesagt wie das Spiel funktioniert. Und es wird sicher auch noch mehr dabei ja, mehr kommen. Dann würde ich dazu nächste Woche fertig ein größeres Video darüber machen. Ja, das ist der Prolog von dem größten Video. Voilà, das ist eigentlich seitdem ein bisschen und da kann ein Video. Erstmal selbst Neues probieren. Los, das überraschen. Du hast eine kleine Welpe gerettet. Ja. Das hab ich gesehen. Ja, ich hatte von so weitergegangen, bis du geschlafen bist. Ja. Und dann biegt du so einen kleinen Hund und so. Und du kannst ihn ihn abhören. Ja, du kannst ihn in die Luft bauen. Ja, natürlich. Dann bleiben sie so einkeln. Da kann ich Ich habe ein Video gesehen, du kommst klein und die Lumpe und die wollten Himmel und den Knäpfchen legen. Au. Ja. Krass, ja. Apropos Battlefield. Ja. Mike, du hast es. Ich ein Tutorial rausgebracht. Na, für alles. Nur für Flugshow mit Mike, ja, der Little Bird für Noobs. Ja. Das ist nicht immer, ich weiß jetzt nicht immer Noobs. So, das ist nicht immer, wenn du unbedingt anfängst Battlefield zu spielen, dass du nicht gut beim Helikopter bist. Die Menschen, die kommen noch immer an den Helikopter, fahren direkt drauf. Und dann dauert es mehr lang, bis das nicht muss oder so reserviert. Und dann kommt nie dazu. Kinder, die spielen lang Battlefield, dann können trotzdem keine Helikopter fliegen. Trotz allem kannst du aber dann auf dem Übungsgelände kannst du mal lernen, wie es geht, weißt du. Meine, Was du auf die Situation im Kampf. Ja. Was ist dann präpariert? Also spielen wir schon ewig lang Battlefield. Ja. Also seit dem echten Battlefield. Battlefield. Ja. Ich kann dann, okay. Nee, aber so mal so, mit der Tastatur ist doch ein bisschen mehr. Ja, das ist wahrscheinlich von deinem Controller aus. Ein bisschen wie ich, ja. Also, wann ein Piece kann, also ultra cool. Ja. Also ich kann nicht, wie du von Alaska kommst. Das ist cool Battlefield, dann hast du mal, spielst eine Woche lang Helikopter, dann hast du Helikopter-Hero-Spiel, weißt du, und dann spielst du eine Woche lang da, dann denkst du, das ist so vielfältig, das ist cool. Das ist noch immer wirklich erstaunt, wenn ich mal bei einem Map-Flayen, die wirklich gut fliegt. Ja. Das ist einfach das Gefühl von, du willst dem nicht vertrauen, wenn du gewinnt, was du sagst, jemand hier kommt, und dann sind da eins, so, du klemmst ran, der fliegt vor, dann der möchte manövern, was du meinst, und dann geh mal hier bei, und dann merkst du, nee, das war so gewohnt, der fliegt, weißt du. Ja, das ist immer da geil, wenn du Ja. zum Beispiel beim Attack, also beim Ugesatz-Helikopter, Geschützturm musst du den Geschützturm setzen und das ist Ja, das ist aber der Bodenführer, ja. Das war so eine kleine Quad-Aktion. Ja, dann ist halt, was Quarte geht nicht schön, irgendwie verzaubert am Spiel geschwissen. Ich sehe den mal geguckt und schreiben. Das kann man ablosen. Ja, von meinem Video war ich auch schon der Quad. Ja, gut. Wenn ich dann nicht bemerkt habe, dass ich am Schluss nach meinem Matchspiel können und mein Mini-Pack schießt, dann würde ich sterben sehen. Das finde ich mal. Der Ballfall war ziemlich impressionant, der Video. Ja, das muss ich also... Ja, gut, war wirklich gut. Cool. Hinkel approved. Voilà.
dann im Englisch kommen wir direkt weiter zu The News. Minecraft. Telltale Games, Entwickler von verschiedenen Spielern, so wie zum Beispiel den Walking Dead Adventure Game von hinten, dann The Wolf Among Us und seit neuestem Jahr auch Game of Thrones. Sie bringen ein neues Spiel raus am November, und zwar Minecraft Story Mode. Da kann ihn sich wie an den Spieler 4 Drohnen von hinten kann ihn sich das so vorstellen, dass dein Story halt ist, wo du durchspielst und du hast immer verschiedene Decisionen, die du musst treffen, die dann das Spiel und auch den Ausgang vom Spiel beeinflussen. Und das Ganze wird wie gesagt am November released auf allen Plattformen. Und wie das so üblich ist bei ihnen, gibt es auf 5 Kapitel released, die dann, so wie sie fertig sind, normalerweise ist das so 1,5 Monate bis 2 Monate immer rauskommen. Ja, Minecraft Story Mode. Das habe ich nicht so richtig noch gerechnet. Also du hast natürlich schon ein bisschen ungekündigt gewesen, Das war voll cool. Das ist cool. Eine riesige Welt und Tonnen Menschen. Ja. wir sind gespannt, was du hast. Ja. Also wirklich, kennt man nicht viel. Ja, froh stellt sich, wisst ihr, also das habe ich auch gesehen bei Ihnen auf der Seite. Du bist like gefreut, wie es mit Crafting und so weiter, ne? Kannst du das Minecraft, Ja. Und sie haben ein bisschen Ausweichendruck geantwortet mit den Großen und sie halt, nee, natürlich nicht. Also du kannst nicht craften wie ein Minecraft, das ist ja nicht, das ist nicht Minecraft, das ist Minecraft von Telltale. Und das ist ein Spiel, wie hier andere Telltale-Spieler, das heißt. Und du hast keine so eine Mechanik drauf, wir können welche zu bauen. Aber sie hätten den Aspekt vom Crafting also aber am Spiel vertreten. Aber nicht das so wie in- Nee, ja. du kannst Ja. natürlich du kannst zu buddeln und so weiter. Das, Ja, das ist ein ja. Adventure Game. Ne? Ja. Du wärst wahrscheinlich vielleicht dazwischen zu Sachen, die man zu Decisionen die du musst holen, kann du vielleicht sehen, dass du scheinst, du musst decidieren, baue mehr, weil du spielst eine Gruppe von 5 Adventurer, die zusammen leben durch die Minecraft-Welt, die hier Aventuren erleben. Ja. Vielleicht musst du eins decidieren, so wie bauen wir da oder bauen wir da, so Sachen bestimmt. Ja. Das klingt auch von einer coole Idee. Ja. Also, Also, ja, Telltale, ich seit The Walking Dead spätestens bin ich Fan von ihnen, weil sie wirklich gut an dem zu machen. Ja, Also, ja. das nicht schiefrein sein, so ein Spiel. Ich hatte auch lange, dass schon mal The Walking Dead recht gekauft, wo die gesamten Episoden alle raus waren. Am Anfang war ich auch immer gehecht, also gut, und ich war ja, ich sehe nicht so ein bisschen Point-and-Click-mäßig, Ja. und das ist nicht so für mich. Und das hat das Jahr du Game of the Year gewonnen, das Spiel. Das ist so Comic-Style. Ja, passiert. Ja, also das ist hier ein spezielles Stil, also das ist wirklich sehr als wie ein Comic. Genau. Und das hat das Jahr halt Game of the Year gewonnen und du warst so, Game of the Year, da muss das wirklich gut sein. Und du nimmst dich Fund gehalten, das gesamte Package halt an die Kauf, also sogar für einen Nicht-Fan von losen Adventure-Spielern. Also schon lange den emotionalen Dingen, also du bist bei der Geschichte, also bei den Personagen, du bist wirklich involviert an der Geschichte, aber als du auch die Decisionen triffst, die heißt du auch den Tod von einem Personage können mit sich zählen und so weiter. Voilà. Ubisoft Land, keine Ahnung, no Star Wars an Nintendo, die ungekündigt schon Themeparks abzumachen, hat Ubisoft also dasselbe für. Sie planen einen Vergnügungspark rund um hier Videospiel-Franchisen. 10.000 Quadratmeter groß soll das ganz gehen, und zwar wird den Indoor-Park abgehen sollen 2020. Wer sich schon freut, muss dann aber auch bedenken, dass ein Reisekosten muss abrechnen, weil der Park geht zu Kuala Lumpur an Malaysia ab. Einfach. Das ist weit, ja. Das sind ziemlich viele neue Themenparken. Also Ja. rausgekommen. Ich frage mich, ob das nicht floppt, ehrlich gesagt. Ja, ich krieg so also die von Ubisoft vielleicht. Von den Arsch in der Welt. Ja, sie haben, das war auch ein froh, ich hatte geguckt, sie sind gefragt in einem Interview für das in Malaysia. Und sie haben gesagt, dass den asiatischen Markt gerade für so Sachen boomt und dass die verrückt sind und dafür wäre das für sie die lukrativste Platz. Boah, ich persönlich denke mal, dass auch alles andere Sachen lukrativ wahrscheinlich. Ja, da finde ich mir einfach für dort zu Leute so halt die 10.000 das heißt. Wem das ist nur das Das muss sein.
also trotzdem irgendwie zu Ja. Also ich fand der Nintendo und der Star Wars, also der Star Wars war. Star Wars, du schippen zu Hause und raus. Ja. Mehr den auch. Ja, so, trotzdem. Ja. Zumal Schokolierst, weißt du, sie sollen, also Hanno muss ich auch gucken, wann bis fertig ist, ob dann so hast, sie sollen, dass du, wenn du an den Park, den Star Wars Park da rankommst, dass du sollst und nicht anders mit denken. Das heißt, alle Menschen, die zum Beispiel du schafft, du hast keinen, wo du siehst, da sind den heute schafft. Nee, das ist dann ein Wookie, den du trippelt. Oder das ist ein, schießt du hast, da soll nicht, da soll, du bist an einem Vergnügungspark, nee, du bist an einem von Star Wars. Also, das klingt natürlich gut, da kann man nur natürlich total nicht so sehen. Man so an Disneyland. Ja, voilà, du hast, voilà. Theorie, also ob so dann Mickey Mouse mit Zigarettenfilm, du sagst ja nie, Voilà. So ist natürlich schon gesehen, Ja. nee, das ist aber Das sind trotzdem. aber Nee, das kommt noch, der Banksy, Diesmal. Disneyland. Ja, okay, wir waren das ja noch nicht wirklich ein Vergnügungspark. Also das ist cool. Aber letztes Vergnügungspark viel an den Nachrichten, das war wirklich geil, also die letzten 2 Wochen wirklich viel. Man gibt ja ganz ein Indoor-Park, ne, das heißt, komplett Indoor. Also, ja, sie haben noch gesagt, sie wollen dann doch so machen, dass du, wenn du zum Beispiel mal für Kollegen oder so hingehst, dass du ab dem Moment, wo du rangehst, an der Spielwelt bist. Dass du zusammen ein Abenteuer erlebst an der Spielwelt. Das nicht so just einfach nur sehen, ja, du hast eine Achterbahn, die heißt Assassin's Creed Achterbahn, ich gehe 3 Mal am Kreis. Nee, du sollst wirklich. Weht dann nur natürlich aus, also man muss ja nicht mal aufwarten, bis das cool sehen. Wenn du eine Story kriegst, bist du und du hast vielleicht so Ägypten oder ja. Alles gibt. Und bis ja. Man sieht ja los schon. Es gibt ja schon so Spieler. Es gibt, was war das schon gesehen? Du kannst ja bestimmt, wie heißt das schon mit Star Wars Tours, Blabla Tours. Die Star Wars Films. Nee, an Disney Star Tours. Also, die 10 musst du an dem Shuttle sitzt und du flitzt durch Gage und alles. Und da tun sie anscheinend ein Update. Du hast mittlerweile an den Sachen noch Interaktivsachen dran. Wo du zum Beispiel dann chasen kannst mit dem Raumschiff an einem Bildschirm-Event. Natürlich war das ganz kann immer lösen, es mehr interaktiv gehen. Dadurch fand ich Kinder so Parks vielleicht wirklich interessant, weil just pro Attraktionen mit dem Thema Videospiele fand ich auch nicht so sensationell. Wir waren aber wirklich interaktiv Sachen, musst du ein bisschen mehr dran warst, das ist ja gerade das. Ja, mal gucken. Ja, man weiß ja. Impact-Based Games Business. Ja, nicht mal dann mal Leute her, dann ist es Alle gehen ja, meistens jetzt. Ja, naja, ein paar Nachrichten bleiben, danach bis mir kleine Sachen. Angefangen mit Apple. Apple hat ihren neuen Apple TV rausgebracht und darauf kann ich auch spielen. Und sie haben direkt dazu angekündigt, an noch viele andere Seiten und hat so abgegraben und gesagt, voilà, Apple attackiert den Videospielmarkt. Apple mischt Konkurrenz mit den anderen Konsolen. Xbox 360. An den Predator passt noch nicht dann aber auch direkt kommen für die meisten, weil die Spielkapazitäten vom Apple TV sind bekannt gehen und das kann höchstens mithalten mit so etwas wie ein Ouya, falls ihr das kennt. Das sind so die kleinen Android-Konsolen, die durchzuführen. Handyspieler und so können noch um Fernsehen spielen, was ja eine flotte Idee ist, aber weil das nicht zu vergleichen mit einer Next Generation Konsole. Und voilà, ja. Und zu sagen, man hat mit einem engen Knäppchen. Ja, das so nach rauskommt, dass also verschiedene Plätze wird gesagt, dass angeblich Apps, die du als Entwickler kannst dann auf den Apple TV machen, limitiert sind auf 200 Megabyte. Du kannst nicht sagen, dass die Konsolen noch gefroren. Nee, ich meine nicht mehr. Nee, ich meine nicht mehr, aber wir haben viel so Apple-spezifisch Blogs und so weiter, die aber auch matt hinnen zu summen jeweils schaffen und so weiter. Und dann als Headlines so Sachen wie zum Beispiel Xbox oder Playstation, der Schwarmun und so Headlines. Wow, die
den allerfetteste Budget bestimmt normal. Ja. Ja, mit trotz. Das ich will schon, weil es wieder mehr, aber jetzt bist du so Call of Duty, also wie Minecraft. Ja, nur so Sachen Nee, kannst du mega Minecraft noch nie ist spielen. So Sachen kannst du mega nie mehr spielen. Was vielleicht kein sehen, das ist, du wirst den App 200 Megabyte, das ist dein Kern, den Ja. Abfall ist. Ah, das ist vielleicht über Cloud oder so nach Streams. Also Das das die ganze Rachkiste, das was du brauchst, ist gerade on the fly Ja, ich hochgeladen. komme auch nicht Ja, sicher, ja. ich spiele auch Dann noch hast du mega blöd. Nee, Wo sind wir dann? So 1907. geht ja einfach nicht. Also, Ja, das das ist ist nicht. mir war sowieso für mich, ich meine, der Punkt ist ja einfach so, wie sie so, also wie das du gesagt hast, dass das echt damit, die Android-Konsole Ja, und ja. vielleicht was, das ist ja auch, das möchte ja auch Sinn. Das ist Ja, ja. Apple TV. Das ist Ja, ja. ein Apparat, wir können im Fernsehen gucken und dass du da auch kannst, eben den Spieler, den Apps, die du so bei Apple eben kriegst, auch kannst du rüber auf dein, Ja, das ist so ja. cool, mehr. Von Joe, eine gute Idee, Ja. ja. Die Schlagzeilen, Mann. Ja. Das ist vielleicht einfach ein Video. Ja, was ist das? Das ist eben ein Witz, das weil am Anfang also den Witz, weil seit Jahren schon verschiedene Leute oder Gruppierungen probieren, so die Impression zu gehen, wie sie Mobile Gaming als Zukunft. Ja, für ja, das ist Gaming. nicht so mega faul. Doch, also das ist die Diskussion. Mobile Gaming ist ja cool. Sieh mal, ist ja eins, das ist ja Ja, genial. Ich spiele ja. auch gerne um mein Handy und so weiter. Aber das ist ja logisch und normal, dass das niemals das anders kann überholen. Ja, geht auch immer weiter, verstehst du? Nee, das ist von der Reihe. Du wirst bei den Mobile Gaming ausüben, dein Fidel. Das ist auch wie bei einer Konsole schon eher Mobile Gaming losgehen. Ja. Die Konsole hast einfach ein paar Sound schon zusammen und dann gehen wir spielen. Ja, das Das ist ist ein cool. Pluspunkt im Mobile. Das Voilà, ist du ganz kannst wirklich Ja. überall einfach spielen. Ja, Das ja. hat nur Konsolen nicht ersetzt. Ja, aber du so, Mobile ist da, Mobile bleibt, Mobile geht noch immer mehr cool und so weiter, aber Mobile bleibt immer Mobile. Das ist Ja, immer, klar. das ist immer Das ist ein spezifisch. Einstiegsdruck. Nee, aber das ist für mich ist das ein bisschen wie Nintendo auch. Schießt Nintendo von sich als selber, als ja nicht, greift ja auch nicht PS4 an die Xbox 360 Ja, an. Nee, Sie machen so, sie schon machen- noch sie sind gut für das, was sie machen. Nee, das ist klar, das ist nie wert, technisch und so weiter, das ändert, die können nicht viel machen, das ist halt. Gut, also es hat Potenzial, es kennt einfach auf ferner Zukunft. warte, Aber im Moment ja, nicht. dann So das ist Jahr das. ist diese Ja, Schritt, ja, das ist ja. so klar. Ne? Es kennt, also Ja. es brecht sich pro Jahr, es konzentriert mehr bei, das gilt für alle, das recht, ja. So, gut, der ist schon recht, da gehen wir weiter. Leckerli für alle PC-Freunde. Dragon's Dogma könnt also endlich 4 Jahre, nachdem sie auf der PS3 und auf der Xbox 360 released go, auch für den PC raus. Könnt das zusammen mit dem Add-on Dark Arisen, den man dann den Package dran könnt. Und voilà, das Ganze kriegt dann einen kleinen grafischen Update. Und könnt ihr voraussichtlich Januar 2016 raus. Voilà, mich freut das, weil Cool. Dragon's Dogma ist von einem kriminell unterbewertend Rollenspiel. Das nicht viel Publicity kriegt und nicht viel Anime-Maker taut zu das. Ich hatte auch für dass man das vor Gewürge gesehen noch nicht Ja. von Spielern, obwohl ich PS3 auch nicht muss, habe. Ja. Ja. Für mich das war ein von den raren Spielern, wo ich mal wirklich auf der PS3 Zeit geholt habe. Ich spiele ja selten Konsolen. Und voilà, das wie Last of Us, das war auch ein von den Spielern, wo ich gesagt habe, okay, das ist ja just auf Konsolen, wie das muss ich aber spielen. Ja. So bei der 3 auch ähnlich hat das bei einem Kollegen gesehen, den er hat. Und ich habe ein bisschen gespielt und ich so, an das Open World und alles, und du kannst groß und dann, das ist doch genial, das Spiel. Das grafisch gibt Besseres auch zu der Zeit, also auch nicht gerade am Schlecht oder so. Ne? Nee, ja, mir will so. Das nächste Black Hole vielleicht sind vielleicht Leute, die just nimmen Oberfläche Sachen gucken, so vielleicht auch keine Ahnung. Mehr alte Mechanics, die dran sind, du kannst, du musst der Menschen halt, und du kannst dann das Rollenspiel spielt dann das Fantasy-Rolle spielen, ne? Das mittelalterlich, aber Drachen und so Sachen. Und du kannst du hast Pawns, das sind NPC-Companions, die du kannst kreieren an dein Team, die du kannst konstant austauschen gegen andere, gibt da unendlich viel. Und du kannst auch zum Beispiel eine Online-Funktion, und du hast so Pawn, und du rüstest den nur aus, levelst den ab, ne? Müsst den genial. Da kannst du den an den Online setzen, und da kann ich zum Beispiel hingehen und ich kann dein Pawn an mein Team holen.
Und da kann ich den auch mal dabei. Ja, also klingt ein cooles Prinzip. Ja, ja. Und du kannst auch Monsteren rumklammen und so während also pure Mechanics, die fand das Spiel wirklich ein bisschen rausstechen zu anderen vergleichbaren Rollenspieler. Und da bloß für PC, mit dem Add-on, vielleicht mit anderen Package und so weiter, Ja, ja. grafisch bis noch gebessert. Das ist schon cool, also wie haben wir Mal das dann? 4 Jahre. Das ist schon witzig, dass dann Bemol Ja. Ich fand das cool, aber Ja, definitiv. Ich habe ein Spiel nie gespielt. Ja. Nee. Dragon's Dogma, also das noch kein Unbekannt. Ja. Und, das hat schon mal so macht, das ist wie das ist so ein Hidden Gem, weißt du? Ja. Ja, genau. So ein Underground-Spiel an dem Genau. Sinn, wo es, wenn du gespielt hast, da warst du, boah, Ja, das Spiel ist wirklich geil. so geheimen Tipp. Ja, Ja, weil ja. er geheim ist. Ja. Anders von 4 Jahren, also Microsoft kennt sich mal Beispiel hören, nach vielleicht mal erst von der Halo 3 oder so releasen. Halo Das 2 war als allerdings Venue so. PC rauskommen. Welch? Halo 2 als Venue PC Keine Ahnung. rauskommen. War 1900. 1900. Und auch das war alles schon lange um Release auf der Konsole. Ne? Ja. Also 3, ne, ich meine noch nicht Dach von Doch, einfach könnte Wisst ihr für was? die der Serie Ja, könnte bestimmt machen. ist ist ja ein nicht, Master ist Chief nicht schon. meine, wenn die 3 auf PC rauskommt, war ein Oculus du was. Ja. Das geht den von den Spielern, wo sie so von Microsoft ansieht. Das war ein Knüller für den Oculus. Ja, vielleicht. Halo. Ja, vielleicht. Ja. Cool. Ja, Dragon's Dogma. Da sind wir am Anfang quasi gekommen bei den News. Wir wollten am einen kleinen Happy Birthday so, weil Tötio das Jahr für verschiedene Leute letztes Jahr verschiedene Leben bei ihrem Alter. 20 Jahre kriegt das ist Playstation, die Original Playstation. Also an Asien als 1994 rausgekommen, an den dann an den USA, an auch an Europa als am September 1995 rausgekommen. Ja. Die War ja schon groß opgezogen letztes Jahr. Ja. Dadurch, dass in Asien an der Ja. eigentlich Geburtstag heute war. Da war ja das Special Edition rausgekommen, die Ja. PlayStation Special Edition an Groen. An dem Menü kommen raus, für sich verreden, kannst du an den Menü-Theme von PlayStation nehmen, dann die Art Sounds. Ja. Und du wirst die ich gehört. Das ist geil. Ja. Ja. Das Allergeilste ist, du musst ja einfach nie Leute wieder hängen. Ja, genau, ich sag. Das kommen die Blumensterne. Ja, also. kommen dann. Ja, das ist cool, gerade weil es hier PlayStation ist schon lange. Gut Das ist geschafft. schon lange im Garten. PlayStation ist eine coole Geschichte. auch, Ah, ja, ne? ja. Weißt du, dass am Anfang, wo sie an der Entwicklung war, wo sie gelöscht hat, die PlayStation 1, was das so ging und so weiter, Ja. dass sie da nach ihnen hier gezweifelt haben, ob es so ein 2D oder ein 3D Ja, ja, Konsole ja. Und auch gehabt mit der CD war groß froh. Und das durch Wirtschaft weiter kannte. Ja. Ja, ja, Wirtschaft ja. weiter bekämen, es war und ich hatte immer Ja, ja, ja. Und durch den Erfolg von dem Spiel haben sie gesagt, okay, wir machen 3D. Ja, ja, Ich ja. kann mir denken. Ja, Merci. Merci. Das ist die Wirtschaft weiter, ja. So wie sie denken. das ist eine witzige Anfangsgeschichte, die sie Ja. hatten. Da war Nintendo angefangen und sie waren die erste 3D-Grafik. Für Ja. Nintendo 64 halt dazu. Ah, das ist ja cool. Ja, hast du ich habe noch gelesen, die erste Präsentation, wo sie hier echt kriegen, dann als Konsole, also ein Hotelzimmer, wo sie die ja, das kommt Was du noch bedenkst, du guckst die Sony-Pressekonferenzen. Ja, Oh, okay. ja, So du aufgezogen. bedenkst da, das ist 20 Jahre, das war lange, das ist aber auch nicht. Alles fängt klein Ist- an. ja. Am Anfang. Ja, das ist eine Idee, ich habe immer gesagt, an Haut wird sich verreden. Ja, die wie Konsole gewesen, spielt, was? entweder Playstation oder Xbox, okay. Ja, Ja, wir waren wohl direkt Start Episode 2000. Die werden Ja. Die wird was? fantastisch. Das ist 2000. Klein und, ne? Das sind aber doch schon nämlich mehr. 2000. Ne, das sind als Doppel, aber als Roboter, als Surrogates. Das sind als Als Surrogates sitzen. Ja, mehr Ja, als das ist ganz klar. Wir sind dann in Malaysia am Ubisoft Park. Ausgestaltet. Nee, wir schaffen Als Couch am Glas. Als Cup und ein Glas. Wie bei Futurama. Ja, aber nach Leben. Na ja, ja, ja. Steuern wir nicht. Voilà, das waren die News und da kommen wir lo bei Spiel von der Woche. Spiel von der Woche. Ja. Da haben wir ein kleines Video präsentiert. So Cup, Mann. Ja, schon gemerkt, das War war das das. PJ. Nee, mal weiter. Na ja, da haben wir ein kleines Video, wollte ich so. Viel Spaß.
Ja, du bist ja. Ist okay, das da. Eist Spiel vun der Woche ass Discare Rampage Knights, das vun Raking Grass entwickelt gin an net Kredit op Steam fir nëmmen 12 Euro rufzulöden. Wann en sech direkt den 2er Park keft, dann nëmmen 18 Euro. Also definitiv der Wert sech direkt ein Kopie fir Kolleg mat ze kaufen. De PJ an den Hinkel hunn dëst gemach an sech herzlech dabei amsäiert. Hesinn pu Ausschnitter extra ëmme fir. Ja, du kannst leider opschloen. An der Luft danach wisse. Oh, hey, Zeit hab's geschossen, oder? Ja, nicht so. Da. Ah, hier kannst du so aufgeheilen und lachen so. Aber sieh dich auch, pass auf. War den zum Spiel Kasoen ass, dass et eng randomly generated Welt ass, dat Techt nur all dot oder all Spielschacht as Welt eng aner. Die einzig konstant aus der Zeitlager, an dem nu fängt an noch sein Characters customize kann. Geil, ist sicher poisoned. Running Fever Disease. Spiel selber also Brawler, der stark o Castle Crushers erinnert, war den de Kampf gut merkt. Viel Gegner, viel Blut, an op normal as schon deelweis wirklich fordern. Dabei könnt, dass op all Schwierigkeitsgrad ausser Casual Permadeath unass. Dat hecht, sobald ich stirft, as alles fort an Spiel geht um verfehlen. Oh, fuck. Immer noch die scheiß Krankheit, du. Diese Feature sorgt für gewisse Grad Spannung und mischt Bosskampf für den heute zu einem richtigen Highlight. Oh la la. Ja, den du auch. Ah, nice. Hi, ist Schauen dann nach 11 Level. Ja, pass auf. Oh. Ja, nice, du. Hey, du musst dich just einen schlagen. Oh. Ja, nice. Oh. Man. Fantastisch. Der ist doch offen. Ja, Rampage Knights von Raking Grass. Ja, ich meine, wie du schaffst für so schön. Ja, so kleinen Brawler, ne, mit Roguelike Elementen dran, Permadeath. Permadeath, ja. Mein gut sagen. Sterben an, nimm hier rumkommen. Ja. Also das haben wir voll witzig gesehen, wie das Trick gespielt wird. Ja, das ist gut am Set. Ich finde noch gerne die Comic-Style Grafik da. Ja, das ist ein schöner Style, ja. Voilà. Ich meine, das ist auch einfach zu machen und trotzdem gut ausgesehen. Das ist richtig so ein technischer, ist wahrscheinlich wie einfach. Voilà. Das ist ein Sache von künstlerischen Wert. Ja, aus. Ja. Das an für allem, also mit für den Spieler, wie du gesagt hast, dass du nicht viel brauchst, für ein gutes Spiel zu machen. Ja, genau. Ja, muss nicht immer alles bombastisch sein, ne? Wenn die Mechanics cool sind, dann also ein Kleinspiel wirklich cool. Das fand ich gerade ein Arcade-Spieler heinst du so mehr cool. Also Ja. heinst du meinst, okay, den ersten Blick denkst du gehst schon von mir genau, okay, das Spiel, ich kann mir schon feststellen wie das und dann sieht eine riesen Überraschung dran. Also Arcade-Spieler haben allgemein. Ja, die machen auch muss meistens ich immer süchtig, probieren. ne? Ja, Das ist ja. so ein kleines Spiel, wo du denkst, das werde ich nicht lange spielen. Und dann tappst du dich, wie du... Ja. Ich habe Ja, das ist aber schon schon echt lang. ein FTL, schießt noch Fast and Light. Ja, Fast and Light. Klein Spielchen, so wie sich. Ja. Für die Phase war es von der Stadt nicht konnten abhalten. Also, ich Ja, glaube, ja. das Spiel. Das ist ja auch nicht mehr wie just den Overview von den Wandschirm. Ja. Wo du den Leuten rumschickst. Ja. Egal, Ja, was, mit ja, den tolle Sachen. Du ja, bist ja. drauf, du musst den schon den reinkommen raus. Das sind die Roguelike-Spiele auch, die haben auch den Effekt, weil du halt immer, wenn du stirbst, quasi, da warst du halt dann aus Pferd und den packt dir aus River, aber du behältst immer irgendwelche Bonussen, die du lösen, dass die rund gemacht ist. Und das möchtest, dass du dann immer siehst, okay, das krieg ich hin, und das krieg ich noch besser hin, und so würde ich sagen. Voilà. Also kannst du da auch nicht dann. Nee. Und da das bei dem heute noch, ja, kann man meinen, das sind 9,95 €, ne? Ein bisschen raufgesagt, ob es die mehr, aber trotzdem. Ja, das kann Das war absolut. Also wird, Ja. falls je
Konsole kommen, das Ja. hat den üblichen Preis von 15 €. Ja, ja. Man hat so Ruf gesagt, durch plus mal Chips oder Ja. so. Das ist auch so ein Spiel, wo ich mal spiele, so nicht, was Developer oder so Plan haben, wo ich mal vorstelle, Kind, also Züge hat auf der Konsole. Ja, aber ja, Karte, das ist doch nur ja, das das ist ist so Sachen, gesagt, die- absolut Ja. wie Spieler heißt, die ich schon gespielt habe. Ja. Und wird vollen Controller-Support am PC. Ja, voilà. Das ist das beste Beispiel, was du Castle Crush hast. Ja, Das war ja ist auch bei Konsole, mega genau. cool, ja. genau. Ich finde den coolsten Arcade-Spieler. Voilà. Und wird online an local Co-op war doch immer Ja. Ja. schon immer gut von der Local Start Co-op aus. schon mal. Für mich eigentlich von den coolsten Arcade-Überraschungen war Braid. Ah, Das ja. war genial. Ja. Ich war da schon mal nicht, aber wie ich du gefangen Mhm. das war vielleicht auch da. Oder wie Limbo, wisst ihr schon. Limbo Das war auch ist genial. das, weil- Immer war genial. Das war da schon noch ein cooles Spiel, als war Insanely Twisted Shadow Planet. Ah, Das ja. ist Das war das ein mega cooles Spiel. Ja. Ja. Auch schwer. Ich meine, ich muss das mal Geil. nicht machen. Geil. Ja, ja. Du war, oder Lorne Last war, Wasted Sun. Ja, war für mich mega. Das Spiel so eine Faktor. Ja. Nach die richtige Musik dabei. Ja, ich hatte mal den Daft Punk, ich hatte eben so Ja, ich dachte, der Daft Remaster-Ding. Punk, Reconfigured. Ja, genau, Reconfigured. Ich muss so mittlerweile, weil ich ja mal ein bisschen spielen, Ja. das Lied, was dran ist, das ist ja ähnlich. Das ist ja auch cool. Aber Ja. dann changiert ja Ja, bei ja. allen Level so ein bisschen. Und mittlerweile dreht das bei mir schon, der Rhythmus davon dreht bei mir schon bei. Du spielst das Spiel schon ein bisschen Ja, rhythmisch, ja, ja. teilweise. Aber ja, das hat der Fall, ich will auch keine Reklam machen, gell. Ich will just auch den Lächer den Daft Punk Reconfigured. Das kann ich nicht mehr so hören. Nee, Daft Punk gleich weil der Daft Punk ist immer nice. Ja. Aber das tut halt, weil das tut die futuristische Stil, Ja. weißt du, wenn es ein Film. Ah ja, das passt Und, schon gut das rein, tut so ja. gut reingepasst. Du willst schon nicht Stunden im Stück Ja. gezockt, gell, wie blöd. Das war cool. Und und The Mercenary Kings zum Beispiel war eine Überraschung für mich, weil das doch mega Stil, mega cool Musik. So auch Kartspieler, aber von immer da werden. Ja, aber das ist immer schon kommen, so noch mit den Indie-Developer gemeint. Ja. Dass die halt oft, ich will auch nicht so, dass die großen Firmen nicht mehr so viel Leidenschaft hätten, mir das halt mehr schwer, wenn du hunderte von Mannwerberstar hast, wie wenn du ein kleines Team warst, wo wirklich so in der Tor ist Eisen. Ja, genau. Also Die Baby, Kerzen, weißt du, du das- darfst dir ja, schon ja, für den ja. letzten Mann, dann Ja. spielst du auch ganz gut raus. Ja. War schon oft so ein Gefühl bei den Entwicklern, weißt du, also wirklich nach von Fußspieler auf 4 Spieler. Ja, ja, Weil sie Passion sind wirklich gemacht. die Sachen dran, die so das Spiel auch weil es dran. Ja. Ja. Und dann sind oft auch ja, Spieler, wo die Leute halt schon seit Jahren, teilweise Jahrzehnten und so irgendwann stark spielen. Ja. Während sie bei großen Firmen halt so schauen, Die schon den schafft, Ja. den also nicht Ja. unbedingt mit dem Projekt so. Aber so ein riesen riesen Titel, die sind auch immer Investoren am Spiel, Ja, die mal ja. schwätzen und nein, du, das sind auch, das ist gut. Und du wirst eben heinz so, als du warst so Programmeur oder so, du wirst du heinz so den kleinen Bereich, in dem du schaffst, Ja. wirst du nicht so für das ganz die Live vielleicht wirst. Definitiv. Ich so, ich will keinen Web nach Stellen, du gibt doch ganz viel, bei den Großfilmen wird doch viel der Entwickler, wusste sie natürlich. Klar. Absolut Herzblut draufstehst. Mehr Arcade, wenn wir gerade Ja. bei Arcade waren, also definitiv etwas, was die nicht noch schätzen, die Ja. jetzt spielen. Weil es gibt noch viele Leute, die just um Mainstream-Riesentiteln hängen, um die zu merken, um Ja. die mal überhaupt zu bemerken, dass Ja. die Spieler von absoluter Wert sind. Ja. Eine kurze Sendung heute, Eine kurze Sendung das ist viel heute, geschickt. ja. Das Das war ja. Sie sitzen alle reden. Mehr. Ja. Steht noch. Gewinnspiel. Da kann Lo das Okay. Gewinnspiel. Oder? Nee, ja, das ist Das richtig. Gewinnspiel. Voilà, Gewinnspiel. Gewinnspiel des Woche geht also so, wir machen dich den Preis, also den Gewinn, und da haben wir, ich sag mal, Star Wars. Okay, also warte, ich muss die richtige Kamera fahren. Hi. Ein Tass, ein Notebook an, ein Pick, respektive ein Füllfeder. Füllfeder. Okay. Kinder gewonnen, okay? Und froh, als das mal ein ganz anderer. Yes. Nämlich, Huda an unserer Sendung des Kehr den Rubik's Cube gesehen, okay? Und das ist den heute. Und der muss euch so, wie oft an dieser Sendung waren vollständig, also richtig genau. Und wie, also nicht wie oft waren die Janine, aber wie oft waren gelesen. Das heißt, eins zu waren heute und er war richtig, eins zu waren die Janine. Okay? Wie oft waren richtig? Hoffentlich Das das ist gepasst. Ja. Da muss Lohnt sich auch, hast du mal so aufgepasst.
Naja, da können uns da was denken. Gratulation, Nenke. Und Sven, den, was hat er gefragt? Ja, das Steam. Also Steam. Steam gibt es gerade gefragt. Gratulation, Sven. Wir hoffen, dass er so viel macht, aber wir freuen uns, dass er immer mehr macht. Also, das ist absolut cool, ja. Ja, das wäre ja blöd, sich die Sachen zu Absolut. Absolut. Ja. So, man denkt man so, man, dass man die Sachen einfach haben. Ich meine, ich spiele noch mal, ja. Auf jeden Fall, voilà, das Gewinnspiel von dieser Woche. Vor, Ich wünsche dir viel Glück. wo ist der gestorben? Ich meine, ich hatte dann Glück, sagst du. Ja, das ist nicht schön. Ja, wir können ihn auch. Heißt du greifen und nie auf Ich krieg wo hoch. Ja, Das ist okay, das kann. voilà, und schickt euch die richtige Antwort wie immer auf infactgames@gmail.com. Just eine. Ja, mit das bei. infactgames@gmail.com. Und das gibt es zum Schluss der Sendung. Pass auf, dass du noch nicht denken an Nein hören könnt. Okay, okay. Voilà, fertig, Gewinnspiel. So, machen ab. Dann, Ja, da bleibt es nach so ein kommen ein paar interessante Sachen an den nächsten Wochen. Oh ja. Und zwar mal für uns fängt den 19. September. Ja, das ist geschwört. Da ist geschwunden. Dann gehen wir auf Paris. Zu Paris aus. Games Zu Paris, genau. Schnell mal raus. Nee. Du hast so eine scheiß Idee. Nee, das ist schon ein Copy auf der Kamera. Wolfall, voilà, du hast in die Games Week zu Paris und du sind wir invitiert, du gehen wir ein bisschen darüber berichten. Absolut, ich stehe mir mega auf der Invitation. Ja. Fand ich cool. Ja, das ist ja das Gute. Ja, also ja. Wow, das ist nicht das Wir mehr. machen das Beispiel schaffen und die Ukraine können so. Genau. Außerdem. Dann gehen wir Geek Girls von Lützeburg besichern. Yes. Auf ihren monatlichen Meeting, den sie haben. Und werden wir mal gucken, was die so machen. Ne? Ja, wenn ihr das dann, den Das ist 29. 29. Mai. Das ist demnächst. Das ist 1. September. Doch noch diesen 1. Monat. September. Genau. Diesen Monat. Am Dezember. Am Dezember da gehen wir dann auf Amsterdam, auf Game Connection. Und voilà, wir sind morgen invitiert, gehen wir auch mal gucken. Tipptopp. Was ist ein Brief machen? Wir werden informieren darüber. Ja. Genau. Ja, als Zuschauer. Voilà. Informationen sich schon quasi. Da wollen wir alle Kästen und alle Weh gerne gerne. kaufen. Gerne. Fertig. Zu informieren. Ja. Und dann haben wir auch nach den einen oder anderen Invite an den nächsten Wochen den wir werden mal tun. Ja, absolut. Absolut. Wo schnell nicht zu viel für verholen. Ja. Sehr viel mal auf. Ja. Voilà. Somit sind wir ja dann angekommen am Schluss von der Sendung. Und wir hoffen, dir hat es gefallen, wie okay ist. Wir so viel merci. Und wenn ihr liken, subscriben, wenn Ja. euch gefallen wird. Und ja. Ja, ich bin jetzt froh über die Unterstützung. Ja, Feedback, alles verhindert, Feedback. Ja, okay. Genau. Das sind wir angekommen, aber wir so ein merci, danke. Schaut nächste Woche an, wann es direkt Start. Ciao. Tschüss.